Hey, ciao zusammen, hier herzlich willkommen am wunderschönen Strand in Hermosa Beach in Kalifornien. Ich denke, heute sprechen wir mal den grossen Elefant im Raum an. Das ist die Tatsache, dass wir dringend ein frisches Well brauchen, damit wir wieder gut surfen können. Nein, Spass beiseite. Ich werde heute kurz über den Präsidentschaftswahlkampf reden, der vor über einer Woche hier stattgefunden hat. Was ich spannend finde, ist, dass die Überraschung in Europa und in der Schweiz grösser ist, als sie hier war. Und ich führe das darauf zurück, dass wahrscheinlich die Berichterstattung hier ein bisschen realitätsnäher war als daheim. Heute möchte ich zwei Beispiele bringen, die das ein bisschen verdeutlichen. Als erstes habe ich grundsätzlich das Gefühl, dass die Medien versuchen, den Kampf, den es hier im Vorfeld gegeben hat, als Kampf zwischen links und rechts zu verkaufen. Und ich habe eher das Gefühl, dass es sich hier um einen klassischen Klassenkampf handelt. Also, dass sich der Mittelstand, der immer weniger mehr hat, wo es immer schlechter geht, sich aufregen über die kleine Minderheit, die viel Macht und viel Geld auf sich vereint. Dieser Unterschied wird immer grösser und das führt zu Spannungen. Und wie ich früher schon im Geschichtsunterricht gelernt habe, diese gesellschaftlichen Spannungen die führen zwangsläufig zu einer Bewegung unter dem Namen Populismus. Sehr interessant habe ich hier einen Artikel gefunden von einem Journalist, der auf beide Wahlveranstaltungen gegangen ist, also von Donald Trump und von Kamala Harris, und mit den Leuten der geredet hat. Und es hat sich dann gezeigt, dass eigentlich, wenn man da die Farben von diesen Fanliebli, von diesen Teams ausblenden würde, dass eigentlich die einzelnen Leute zu einem grossen Teil das Gleiche wollen. Sie wollen nämlich einen sicheren Job, alle wollen ein Dach über dem Haus, das man für zahlen. Die meisten wollen eine sichere Stadt, also dass man am Abend raus kann und nicht Angst haben muss. Die meisten sind für Frieden und nicht für Krieg. Und viele wollen grundsätzlich einfach vom Staat in Ruhe gelassen werden und können machen, was sie wollen. Und der Bericht hat abgeschlossen mit der Schlussfolgerung, dass solange wir einem Nachbar Steine in den Garten schiessen, weil der eine Donald Trump-Flagge oben hat oder eine Kamala Harris, solange das Pöbel untereinander sich bekämpft, solange müssen die da oben nicht Angst haben, dass wir uns vereinigen und schlussendlich gegenauf mögen, anstatt einander gegenüber anmögen. Aber ich will zurückkommen, ein bisschen konkreter auf die amerikanische Situation. Und ich habe das Gefühl, auch das hat man in der Schweizer Presse so nicht lesen. Und zwar ist es die Tatsache, dass die Demokratische Partei ihren Weg in eine Sackgasse schon länger betreten hat. Und das hat angefangen, man sagt hier etwa vor 20 Jahren, mit der Präsidentschaft von Bill Clinton. Dann zumal ist die Demokratische Partei eingestanden für einen Bützer, für die normalen Leute. Und die Republikaner sind eher gestanden für die sogenannte Managerklasse. Als er Bill Clinton an die Macht kam, hat er und seine Vasallen sich überlegt, hey, wir kommen eigentlich viel ringer zu Geld und zu noch mehr Macht. Oh, Achtung da! Die Coast Guard ist gerade unterwegs mit dem Helikopter. Die sind auch am Bauen suchen. Das Grüppli ist zum Schluss gekommen, dass wenn wir weiterhin zwar das sagen, was der Bützer hören will, aber hintendurch das Gegenteil machen und eher die Manager bevorzugen, dann kommen auch wir zu Geld und zu Unterstützung aus der Wirtschaft, aus der Grossindustrie. Und das gibt uns mehr Macht und mehr Einfluss, mehr Geld. Und genau das haben sie gemacht. Und sie sind mit dieser Strategie schlussendlich sogar viel besser geworden als die Republikaner selber. Und was das jetzt für eine Auswirkung hat, das Ganze nur noch reden, aber nicht mehr danach handeln, ist, dass immer mehr Leute frustriert geworden. Immer mehr Leute haben gemerkt, ja halt, die verzapfen da irgendeinen Käse, oder? Versprechen uns der Honig vom Himmel, aber dann kaum geben wir ihnen die Stimme und sie kommen an die Macht, passiert rein gar nichts. Das hat immer mehr Leute gegeben, die enttäuscht wurden. Und das hat auch dazu geführt, oder? Man muss sich vorstellen, dass
das Becken, das Swingmin-Pool von Leuten, die dann irgendwie sich politisch heimatlos gefühlt haben, enttäuscht von den Demokraten, nicht angezogen von den Republikanern. Dieser Pool, der ist immer grösser geworden. Und der Donald Trump hat es jetzt geschafft, dass er sich positioniert als Redeführer von dem immer grösser werdenden Pool von enttäuschten Leuten, die sich da nicht mehr repräsentiert haben gefühlt. Und als der Donald Trump sich entschieden hat, in den politischen Wettkampf einzusteigen, und er war ja Demokrat, muss man wissen, hat er aber gesehen, dass er eine grössere Chance hat, innerhalb der Republikaner etwas zu bewegen, weil die sich oben ein bisschen verstritten haben. Er hat die Partei komplett umkrempelt, kann man sagen. Und heutzutage, das ist ja das Spannende, ist eigentlich die Bewegung unter dem Donald Trump, die jubeln, wenn man von Frieden erzählt, die jubeln, wenn man erzählt, dass man die Lebensmittel gesünder gestalten will, dass man den Bützer wieder mehr Recht geben will, dann jubelt da ein Stadion voll Trump-Anhänger, also Republikaner. Etwas, was vor 10, 20 Jahren wäre ja das unmöglich gewesen. Da hätte man ja das an und für sich von der Linken erwartet. Das ist mal das eine, wo ich das Gefühl habe, wo die Presselandschaft einem da ein bisschen hinter das Licht führen. Etwas, was die Regierungsmedien auch nie so gerne erzählt haben, ist eigentlich die ganze Geschichte von Kamala Harris, wie die an die Position ist gekommen. Im 2020 hat sie sich entschieden, dass sie sich stellen als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten. Und wir wissen, im 2020, da ist ja der Donald Trump zur Wiederwahl gestanden, da hat es auch innerhalb der Demokraten eine ganze Raglete von Leuten gehabt, die das probieren wollten. Der Joe Biden ist ein Beispiel, dann ist eben Kamala Harris dort auch angetreten und es hat noch Haufen andere gehabt. Und jetzt ist es Spannende, dass die Kamala Harris noch vor der ersten offiziellen Ausmarchung der Demokraten, vor dem ersten Wahlkampfanlass, wo all die Demokraten versucht haben, sich um die Kandidatur zu bewerben, noch vor der ersten Ausstrahlung ist sie rausgefallen, weil die Umfragen waren so schlecht gewesen. Auch hier in Kalifornien, in einem Staat, hat sie nicht einmal 2% der Wählerstimmen auf sich vereinen. Und dann ist die also sang- und klanglos vom Rennen ausgeschieden. Und da hat man eigentlich nichts mehr gehört. Bis nachher, später im Sommer, der Joe Biden ist als Hauptkandidat festgestanden. Und dann ist ein anderer gewaltiger Schachzug, super spannend. Dann muss man ja wissen, der Joe Biden, auch innerhalb der Demokraten oder der Republikaner, ist ja egal, das sind so Fraktionen im Spiel. Oder? Also Fraktion Clintons, Fraktion Barack Obama, Fraktion Biden. Und da versteht man sich dann nicht immer noch gut untereinander. Und wo jetzt ist aber klar war, dass der Joe Biden die Kandidatur bekommt, für gegen Donald Trump anzutreten, hat man innerhalb dieser beiden Fraktionen versucht, sich abzusichern. Weil der Biden ist dann schon nicht einfach, wie soll ich sagen, unbestritten gewesen, weil man hat ja dann schon gesehen, dass er kognitiv nicht im Ganzen so, schon dann nicht im Ganzen so auf der Höhe war. Und jetzt haben die einen ganz schlauen Schachzug gebracht. Und es ist ja dann so, dass wenn der Präsident während der Amtszeit auf das Mal nicht mehr amtsfähig wird er ja dann ersetzt oder kann ersetzt werden durch einen Vizepräsident. Jetzt hat die beiden Fraktionen und die ganze Administration, die natürlich da an die Macht kommt, hat Angst gehabt, dass wenn der Biden ins Weiße Haus kommt, dass dann eine andere Fraktion der Demokraten, also das wäre dann der Vizepräsident, der wird die Macht übernehmen. Und dann hat man nach jemandem gesucht, der dermassen unbeliebt ist innerhalb der Demokraten, dass das Machtspiel, der Wechsel, wo man Angst hatte davor, dass der nicht einfach zum Spielen kommt. Und siehe da, in diesem Moment kommt die Kamala Harris wieder auf das Ticket als eben in der Rolle als Vizepräsident. Und die Rechnung ist ja jetzt auch fast bis zum Schluss aufgegangen. Der Biden ist trotz seiner mentalen Fehltritte ja nie ernsthaft kritisiert worden und schon nie zur Frage gestanden, dass man ihn intern ersetzen will. Bis der fatale Abend kam, wo der Biden, der Trump,
diskutiert haben im Fernsehen, als offensichtlich war, dass wir den Joe Biden nicht mehr bringen kann. Und dann ist natürlich intern bei den Demokraten das Feuer losgegangen. Jetzt, wie ich eingangs schon erzählt habe, sind ja die Fraktionen untereinander eben nicht immer nur gut gesinnt. Und vor allem Biden, Harris Fraktion, das hat man gewusst, das klappt nicht wunderbar. Eigentlich hat der Harris niemand den Präsidentschaftstitel gegönnt. Und dann ist hinter den Kulissen der Kampf losgegangen, wen kann man jetzt als Ersatz für Joe Biden bringen, weil wir erinnern uns zurück, das war im Sommer und also wenige Monate vor dem Wahlkampf im November. Jetzt war es so, dass verschiedene Namen ins Spiel kamen, aber ausschlaggebend war dann, dass man ja seit dem Anfang dieser neuen Wahlkampagne hat Spendengelder eingesammelt für das Ticket Biden-Harris für die zweite Amtszeit. Und jetzt war das grosse Problem, dass man die Spendengelder nicht einfach auf jemand Neues überstülpen konnte. Sie hatten also Angst gehabt, dass man vor dem Gericht verlieren würde und alle Spendengelder zurück zahlen und von vorne sammeln, wenn man komplett mit jemandem Neuem kam. Und darum hat man auch Berichte gelesen und ich habe ein Interview gehört, das gesagt hat, darum hat man sich zähneknirschend geeinigt, mit dieser Kamala Harris zu fahren, weil das die einzige Option war, dass man den grossen Pool von Geld weiter brauchen konnte. Das hat jetzt zur Tatsache geführt, wie ich eingangs erwähnt habe, dass hier halt die glorreiche Kamala so nicht unbedingt stattgefunden hat. Man hat einfach viel mehr mitbekommen, was da vorher zwischen den Zielen abgegangen ist. Und es hat mich schon ein bisschen erstaunt, als ich bald ein bisschen rübergeschildert die Schweizer Presselandschaft, die von 0 auf 100 da von einer heiligen Kamala geredet haben, was so halt der Realität nicht entsprochen hat. Und all die vorgängigen Sachen, die ich euch jetzt hier erzählt habe, die haben natürlich die Amerikaner nicht einfach vergessen. Und das hat jetzt zum Resultat geführt, dass der Trump halt deutlich gewonnen hat und sie vielleicht eben nicht so überraschend ist gekommen, im Gegensatz zur Schweiz, wo man dann vielleicht ein bisschen überrascht ist worden. Wir müssen mal schnell schauen, der Sonnenuntergang, gewaltig. Wunderschön! Aber wie geht es jetzt weiter? Ich habe gelesen, dank dem doch deutlichen Sieg hat der Trump jetzt ein ganz klares Mandat. Und ich glaube, wenn man die Kabinettsmitglieder, also die Personen, die er für seine Regierung vorschlägt, anschaut, dann kann man doch sehen, dass er das ernst nimmt. Da sind Leute darunter wie der Elon Musk, der Vivek Ramaswamy, der Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard etc. Alles Leute, die eigentlich stehen für Veränderung, für Umkrempelung. Ich glaube, das Wahlresultat will deutlich machen, dass die Amerikaner oder eine Mehrheit der Amerikaner eine Richtungsänderung wollen. Vielleicht zurück wieder zu klassischeren amerikanischen Werten. Und das Kabinett, die Leute, die er vorschlägt, die glauben, entsprechen diesem Wunsch. Wenn ich jetzt höre, dass er zum Beispiel als Ziel hat, dass er die verschiedenen die Bürokratie ein bisschen abschaffen will, also die Regulierungen vermindern, Gesetze streichen, die es nicht mehr braucht, dann finde ich das eine gute Sache. Nicht, so ein Frühlingsputz mal tut wahrscheinlich schon gut. Dann würde ich hoffen, dass wenn ich euch jetzt hier vielleicht einen anderen Blickwinkel bieten auf eine Geschichte, die jetzt hier lang geköchelt wurde, dass ihr das gut findet und es bleibt dann spannend. Also, dann würde ich sagen, das war es für heute. Merci fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.